Schön. Ich bin immer wieder sehr gerne in der Gemeinde mit der coolsten Jungschar der ganzen Schweiz. Heute sind wir noch vom Live-Tab. Genau, was für starke Zeugnisse. Es tut so gut zu hören, wie Gott, wie Gott wirkt, was Gott tut, wie Gott Menschen zu sich zieht. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder machen. Tag Faith, sagen wir dem, Glauben aussprechen, Gott, was Gott so Großes tut. Und mich motiviert das so. Aber ich darf euch jetzt zuerst ein bisschen etwas aus dem Live-Tab-Leben erzählen. Wir haben ja vor 5 Jahren, beziehungsweise eigentlich von 4, also wir sind jetzt im 5. Jahr, so. Vor 4 Jahren haben wir den Live-Tab gegründet. Das ist ein Jugendnetzwerk im Unteren Höchsttal mit allen 6 Kirchen in der Region. 3 Landeskirchen und 3 Freikirchen, wo wir zusammen Jugendarbeit machen, wo wir zusammen Jugendgottesdienste feiern und wo wir so Friends- und Lifestyle-Gruppen haben, wo sich verschiedenste junge Menschen unter anderem mit ihren Interessen in der Region vernetzen können. Und das ist unglaublich cool, was wir da immer wieder erleben dürfen. Wir feiern unseren Jugendgottesdienst in Pfungen, in der Ortschaft. Wir sind immer zwischen 30 und 50 junge Menschen, die zusammenkommen aus verschiedensten kirchlichen Hintergründen und zusammen da Gott erleben, Gemeinschaft erleben und Gott feiern können. Und das tut so gut, das zu sehen, wie das wirklich auch Früchte trägt. Wir engagieren uns auch immer wieder an verschiedenen Orten oder versuchen verschiedenste Orte aufzusuchen, wo wirklich auch junge Menschen in unserer Region sind, wie zum Beispiel dem Dorffest, das Bild rechts, wo wir dann einen Gottesdienst, eine Live-Tab-Celebration am Dorffest in Neftenbach gemacht haben, wo man auch ganz einfach dazu kommen kann. Wir machen Body Celebration und so verschiedene Sachen. Genau, und das ist so cool, dass wir da miteinander als junge Menschen in der Region unterwegs sein können. Es ist auch stark zu sehen, oder für mich sehr schön zu sehen, der Live-Tab, der hat auch den Wunsch, dass wir quasi die Jugendarbeit, die in den verschiedenen Kirchen stattfindet, unterstützen können von außen. So konnten wir zum Beispiel auch das lancieren, dass wir alle zusammen ans Praise Camp fahren konnten. Wir sind mit ca. 72 Leuten mit dem Car ins Praise Camp gefahren und hatten da zusammen eine super Zeit. Und ich finde es schön, dass da auch der Live-Tab dann wirklich die Jugendpastoren und Sozialdiakone in unserer Region unterstützen kann. Wir haben ein extrem cooles Kernteam, das besteht aus jungen Leuten, aus Vertretern der verschiedenen Kirchen, unter anderem auch Tabea. Das ist so schön, dass du bei uns bist. Genau. Und es ist so, dass wir jetzt langsam so gegen Ende so ein bisschen der Projektphase gehen. Also man sagt, so ein Projekt dauert ungefähr 5 Jahre und dann sollte das Ganze eigentlich wie so finanziell und nachhaltig stabil sein, dass man sagen kann, das hat sich auch gelohnt. Wobei das ja eigentlich Nebensachen sind. Wenn ich zurückschaue, für mich hat es gelohnt, weil ich merke, der Live-Tab ist wirklich ein Ort für junge Menschen, wo junge Menschen auch zum Glauben gekommen sind. Der Live-Tab ist auch ein Ort, wo wir erleben, dass es für eine gewisse Zeit für junge Menschen ein Ort sein kann, wo für sie persönlich Kirche erlebt wird, weil sie vielleicht den Anschluss verloren haben in der eigenen Gemeinde. Und er ist auch ein Ort, wo wirklich junge Menschen auch begeistern kann, wieder sich in die eigene Gemeinde, da wo sie sind, investieren zu können und wieder da irgendwie mit jungen Menschen, die dann auch eine Gemeinde in unserer Region haben, zu connecten, sich zu verbinden und irgendwo dann wieder Anschluss finden. Für mich ist es auch wunderschön, dass genau da an diesem Ort, wo der Live-Tab Gottesdienste feiert, diese Vielfalt der verschiedensten Kirchen zusammenkommt und irgendwie auf junge, moderne, neue Art und Weise, weil die Jungen auch für sich selbst sagen können, wie wir auf Gott antworten möchten, wenn er uns begegnet, wie sie das gestalten möchten, wie für sie persönlich Gottesdienst aussieht, dass diese wunderschöne Vielfalt, die Gott in die Kirchenlandschaft gelegt hat in unserer Region, wie die da drin auch immer wieder sichtbar wird.
Und ich finde das so cool. Ich habe ja auch so ein super Projekt vor, wo wir als LiveTap auch mit dabei sein dürfen. Die Hoffnungswoche, da sind ja die Flyer aufgelegt. Ich wünsche euch viel Gelingen und viel coole Momente, auch im Kennenlernen und im Miteinander. Das ist so etwas Schönes, das zu erleben können, wenn wirklich Menschen aus verschiedenen Kirchen zusammen können, weil es wird noch mal ganz neu bewusst, wie groß und wie gut das unser Gott ist. Genau, wir haben im LiveTap das Jahresthema mutig Enter drücken, Enter. Entdecken, entfalten, entschließen. Und so wollen wir uns miteinander, mit den Jungen immer wieder damit beschäftigen, was es heißt, eigentlich heutzutage auch wirklich mal sich Zeit zu nehmen, Gott zu entdecken, sich irgendwie damit zu beschäftigen, was es heißt, wenn Gott sich wünscht, dass wir uns entfalten, dass wir unser Potenzial ausschöpfen, das er in uns gelegt hat und dass es immer wieder wichtig ist, sich auch für gewisse Dinge zu entschließen. Und ich weiß nicht, was so ein bisschen Enter für euch bedeutet. Wir lassen das zum Teil dann manchmal auch ein bisschen offen. Für mich ist es das Bild von der Enter-Taste, die ihr auch auf dem Flyer seht, einfach mal Enter zu drücken. Also wenn man eine Geschichte schreibt und dann seine persönliche Lebensgeschichte am Gestalten ist, dann lädt eigentlich der Jahresschwerpunkt dazu ein, einfach mal mit Gott Enter zu drücken und eine neue Geschichte anfangen zu schreiben. Und da sind wir aktuell mittendrin und da möchte ich euch auch heute mit reinnehmen. Dann, wenn wir zur Predigt kommen, vielleicht noch grundsätzlich, es ist ja so, dass der LiveTap hat sich in den letzten 4 Jahren immer wieder mit Fördergeldern finanziert. Das heißt, im ersten Jahr haben wir vom Bund einen großen Beitrag bekommen, vom Bund FEG, der uns unterstützt hat finanziell. Dann im zweiten Jahr habe ich den Förderpreis gewonnen an der Theologischen Schule, wo ich studiert habe. Und im dritten Jahr haben wir dann ein Fördergeld bekommen von der Landeskirche Zürich, die uns aktuell unterstützen. Und das läuft dann Ende Jahr aus. Und wir möchten versuchen, so ein neues Gönnerschaftsmodell aufzubauen, wo auch ihr, also Menschen aus unserer Region, die sagen, mir ist es wichtig, dass eine gute Jugendarbeit der Kirchen da stattfindet, unterstützen kann und euch so auch näher ans Projekt heranholen. Und wer das interessiert, wer sagt, ich möchte gerne den LiveTap unterstützen, der kann sich in nächster Zeit, wir sind leider noch nicht ganz so weit, aber es wird dann irgendwann aufgeschaltet auf unserer Homepage, wo es ganz viele Informationen gibt für dich persönlich. Ja. Genau, das ist der LiveTap. Das nächste Mal ist am 30. März, wo wir uns wieder treffen im Pfungen, sind alle herzlich eingeladen. Zielgruppe sind alle ab 16. Aber auch wenn man ein bisschen älter ist, darf man sich das ruhig mal anschauen, wie die Jungen heutzutage für sich Kirche erleben. Genau, aber kommen wir doch zum Text von heute. Ich habe euch eine Textpassage mitgebracht aus 2. Mose Kapitel 3, wo wir, wenn wir da reintauchen, wirklich nochmal das Enter von Gott in Moses Leben entdecken können. Wirklich Gott, wo einen Moment schlägt und sagt, Mose, jetzt drücken wir Enter und wir beginnen eine neue Geschichte zu schreiben. Die Geschichte von dem Potenzial oder von dem Wunsch auch, von der Entfaltung, die sich Gott wünscht in Moses Leben. Und wir lesen gleich zusammen den ersten Abschnitt. Mose aber hütete die Schafe von Itrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Also wir haben Mose, der ist da unterwegs in seinem Alltag, ganz normal, der hütet seine Schafe und läuft umher und plötzlich
ein Enter. Gott begegnet ihm in diesem Busch. Beziehungsweise er sieht diesen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Plötzlich ein Moment, der an sich eine ganz spezielle, unerwartete Entdeckung ist. Gott begegnet Mose im Alltag. In einem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und spannend ist ja, dass sich Mose, also eigentlich auch ein bisschen naheliegend, aber Mose trotzdem macht sich auf, und es wird hier auch erwähnt, macht sich auf, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Also er macht sich aktiv auf, er entscheidet sich dafür, ich will diese Begegnung. Diese Begegnung möchte ich genauer anschauen. Was ist das für eine Begegnung? Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtet sich, Gott anzuschauen. Es ist ein Moment, eine Entdeckung, eine Begegnung, die heilig ist. Also etwas Außergesondertes, etwas nicht Normales, etwas Spezielles, etwas, das Gott als heilig bezeichnet. Etwas, das wir in unserem Alltag vielleicht nicht als normal bezeichnen können, einen Moment, wo wir von Gott eingeladen werden, innezuhalten und Gott sich wünscht, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Einen Moment, wo wir uns vielleicht fragen, ja, was bedeutet das? Oder warum passiert das gerade jetzt oder gerade mir? Ich denke, wir kennen auch solche Momente in unserem Alltag. Solche Momente, die für uns vielleicht nicht ganz normal sind, speziell. Momente, in denen Gott sich wünscht, dass er unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich merke da aber immer wieder, dass ich Mühe habe, diese auch wirklich zu erwarten. Und wenn ich sie nicht erwarte und mir irgendwie das Gefühl habe, dass gerade in diesem speziellen Moment, der für mich in diesem Moment irgendwie nicht normal wirkt, auch wirklich Gott darin zu suchen und bewusst auf eine Entdeckungsreise gehen, ob Gott in diesem Moment, wo du gerade erlebst, das muss ja nicht so fancy sein wie ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, aber es kann ein für dich spezieller Moment sein. In diesem Moment zu sagen, ich möchte mich aufmachen und darin Gott suchen. Ich finde es wunderschön zu sehen, wie in dieser Geschichte Gott vom Himmel herab auf den Berg zu Mose kommt. Und wenn wir weiterlesen und den Bogen in der Geschichte der Bibel spannen, merken wir, wie Gott nicht nur vom Himmel zum Berg herunterkommt, sondern er kommt vom Berg zu dir nach Hause. Gott macht sich auf, dir in deinem Alltag, in deiner Arbeit und da, wo du bist, immer wieder solche Momente zu schaffen, wo du vielleicht das Gefühl hast, das ist jetzt aber speziell. Und diese dann aktiv zu packen, hineinzutauchen und zu sagen, ich möchte darin schauen, ob ich Gott entdecke. Das ist eine spannende Herausforderung. Bei Mose war es eine Gottesbegegnung, die sein Leben komplett verändert. Wir sehen schön, Gott ruft hier ganz speziell Mose beim Namen. Er interessiert sich für Moses ganz konkrete Situation, für ihn ganz persönlich. Und ich bin überzeugt, dass auch Gott dich immer wieder in deinem Alltag, da wo du bist, ganz
persönlich bei deinem Namen ruft. In den Momenten, die ausgesondert sind, speziell, nicht normal. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihr Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihr Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Irgendwie scheint Gott diese Bewegung, dass er herunterkommt, wichtig zu sein, herniedergefahren. Wir sehen also im ersten Textabschnitt, Mose, also Gott gibt Mose ein Zeichen, einen Moment mitten im Alltag, wo Mose sagt, ich mache mich aktiv auf und suche darin Gott. Und daraus folgt, dass Gott ihm einen Auftrag gibt. Er wünscht von ihm eine ganz konkrete Handlung. Er gibt ihm seinem Lebensalltag einen tieferen und schöneren Sinn. Er schickt ihn auf ein Abenteuer. Auf das Abenteuer der Entfaltung von Moses Persönlichkeit, aber auch seiner Herausforderung. Mir ist es ja immer wichtig, dass die Predigt auch etwas interaktiv ist. So machen wir das auch bei uns im Live-Tab. Es gibt immer Zeiten, um auszutauschen. Enter the conversation heißt das. Und das machen wir jetzt auch. Ihr dürft jetzt euch ein bisschen Zeit nehmen, zum miteinander versuchen auszutauschen. Erzählt euch doch mal gegenseitig, was für einen Beruf das ihr habt. Und dann tauscht aus und fragt euch gegenseitig, inwiefern ändert sich dieser Beruf oder diese Berufung oder inwiefern hat sie sich verändert, nachdem du Gott begegnet bist. Also was macht dein Beruf anders, wenn du Gott begegnet bist, beziehungsweise nicht bist? Okay? 5 Minuten, let's go. Wenn ich Pastor? Ich kann nichts sagen. Freude und fühle mich weniger allein. So im Austausch.
Wer würde sagen, dass unser Rückschluss der Gruppe, wer würde sagen, durch eine Begegnung mit Gott steckt hinter meiner Arbeit eine andere Sinnhaftigkeit? Ein paar. Wer würde sagen, dass durch die Begegnung mit Gott in seiner Arbeit eine andere Sinnhaftigkeit steckt? Ja, das sind schon mehr jetzt. Ja. Das war so unser Rückschluss. Ich glaube, dass Gott uns wünscht, dass wir immer wieder uns bewusst werden, dass er vom Himmel herab zu Mose auf den Berg kommt und vom Berg zu dir nach Hause. Und das Heilige, diese Gottesbegegnung und diese gottesverändernde Kraft heutzutage mitten im Alltag passiert, weil Gott wünscht sich, nah bei dir zu sein. Und er spricht dir zu, da wo du hineingehst, da wo du deine Berufung lebst, da bin ich mit dir und da begegne ich dir und da versuche ich dich immer wieder herauszufordern. Also er macht also plötzlich in diesem Moment unser Leben, der Boden, wo Mose steht, in seinem Alltag, macht er zu einem heiligen Moment. Und das wünscht er sich auch von uns, dass unsere Arbeit, da wo wir uns investieren, heilig wird, mit Gott prägend wird. Und dass unsere Arbeit gerade durch diese neue Sinnhaftigkeit auch uns dazu ermutigt und dazu einlädt, darin Reich Gottes zu bauen. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet dir Gott dienen auf diesem Berge. Durch die neue Berufung, durch die neue Sinnhaftigkeit, durch die Begegnung mit Gott in seiner Arbeit, ploppen sofort Zweifel auf bei Mose. Sofort fragt er sich, ja, wer bin ich überhaupt, dass ich dass ich gerade diesem Ruf folgen kann? Wer bin ich überhaupt, dass ich so einen Beitrag leisten könnte? Es ploppen Zweifel auf und ich glaube, das ist eine völlige natürliche und normale Situation, die auch wir kennen. Mein Wunsch ist es immer mehr, dass sich so das Christsein, das christliche Leben sich durchzieht und unsere Gesellschaft komplett durchdringt. Das heißt, wir haben so Visionsreisen gemacht, auch in Holland, wo wir gesehen haben, draußen in der Gesellschaft, da gibt es christliche Musik, da gibt es christliche Kunst, da gibt es christliche Unternehmen, da gibt es christliche Hotels, da gibt es überall Ortschaften, heilige Momente mitten im Alltag, wo Gott dir begegnen kann. Christliche Unternehmer, die eine andere Sinnhaftigkeit sehen in dem, was sie tun. Und einen Beitrag dazu leisten, auch Reich Gottes zu bauen in dem, was sie tun. Und ich merke aber auch immer wieder, wenn man gerade so etwas angehen will oder wenn man in so eine Berufung hineingeführt wird oder gezogen wird von Gott in so eine Richtung, dass dann Zweifel kommen. Dass es dann schwierig wird. Und das ist völlig normal. Gott wünscht sich das. Ein Paradox. Weil ein Schritt in die Unsicherheit ist immer ein tiefer Schritt ins Vertrauen zu Gott hin.
Und dieser Zweifel und in diesem Unentschluss, wo Gott uns immer wieder, wo er uns beruft für eine gewisse Aufgabe, braucht es einen Entschluss. Wir müssen uns entschließen. Gerade trotz diesen Zweifeln und trotz diesen Fragen müssen wir uns entschließen, uns aufzumachen. Aber das Schöne ist ja, darin sind wir wie nicht alleine, sondern Gott macht uns die große Zusage, er ist mit uns. Und egal wie groß deine Zweifel und egal wie groß diese Fragen sind, diese Zusage, Gott ist mit uns, macht es möglich, dass das Volk Israel aus Ägypten geführt wird, frei wird von der Sklaverei. Und ich glaube, er macht es auch möglich, dass du dein Potenzial und deine Berufung, die Gott in dich gelegt hat, um Reich Gottes bauen in deinem Alltag, dass das möglich wird. Weil Gott gibt alles, dass es möglich wird. Und wir sehen es auch in seiner herabkommenden und in seiner Art und Weise, wie er sagt, ich komme vom Himmel auf den Berg und vom Berg zu dir nach Hause. Und ich werde sogar selber Mensch, um unter euch zu wohnen, um euch nahe zu sein, um euch zu begegnen, um das durchzumachen, was auch ihr durchmachen müsst. Ich kenne das und ich gebe alles für euch, damit es möglich wird. Jesus, Gott, wo selbst Mensch wird und den Weg bis ans Kreuz geht, damit du dein Potenzial, das Gott in dich gelegt hat, entfalten kannst. Heute Morgen haben wir so erlebt, wie Mose diesem brennenden Dornbusch begegnet und der nicht verbrennt und so einen speziellen Moment hatte in seinem Alltag, wo die Bibel uns einlädt, auch diese speziellen und für uns nicht ganz normalen Momente immer wieder darin Gott zu suchen. Was will er uns sagen? Wo will er uns hinführen? Und so möchte ich euch auch heute Morgen ermutigen, immer wieder genau hinzuschauen. Steckt in so einem Moment vielleicht Gott drin? Ermutigen, Gelegenheiten zu suchen, innezuhalten und zu fragen, was will Gott mir mit dem sagen? Wie kann ich diesen Moment nutzen, damit mein Leben ein heiliges Leben wird? Vielleicht bist du auch heute hier und du merkst, Gott möchte dich ganz speziell neu berufen. Oder du hast ganz viele Fragen und weißt noch gar nicht, wo es genau hingeht mit deinem Leben. Oder du möchtest dich neu orientieren und du hast viele Fragen, was ist eigentlich mein Auftrag? Gerade darin möchte ich dich ermutigen, genau hinzuhören. Und das kann überall passieren. Das muss nicht unbedingt am Sonntagmorgen sein in der Kirche. Das muss nicht unbedingt irgendwo mit in einer Kleingruppe sein, sondern es kann überall passieren, dass Gott dir begegnet und dich neu berufen will, dich neu zieht in eine Richtung. Vielleicht hilft es auch manchmal zurückzudenken und sich zu fragen, hey, was gab es eigentlich schon für so unerklärliche Momente in meinem Leben, die mein Leben komplett verändert haben. Und vielleicht gibt es auch gerade bei dir so wiederkehrende Muster, wo du das immer wieder findest. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du so eine große Sehnsucht hast, uns immer wieder mitten im Alltag zu begegnen. Und ich weiß, dass du es tust. Ich möchte dir bitten, dass du uns hilfst, wirklich dann auch genau hinzuhören.
wie Mose uns aufzumachen, diesem Moment Raum zu geben, eine Gelegenheit zu schaffen, genauer einzutauchen und zu entdecken, was du uns wirklich dadurch mitgeben willst, in welche Richtung du uns berufen willst oder ziehen willst, in welche Richtung wir ja irgendwie an deinem Reich Gottes Plan mitmachen können, dass wir in unserer Arbeit, in unseren Familien, zu Hause immer wieder dürfen dich suchen. Und ich danke dir, dass gerade da, wo das passiert, du uns ziehst und in uns Zweifel aufkommen, dass wir darauf dürfen vertrauen, dass du mit uns bist, dass du ein Gott bist, der uns in dieser Herausforderung, in dieser Neuorientierung, in dem Neuen, wo ansteht, in diesen offenen Fragen, wenn es um die Zukunft geht, nicht alleine lässt, sondern dass du sagst, ich bin mit dir, Mose. Du rufst jedem beim persönlichen Namen und sagst, ich bin mit dir. Danke. Amen.